Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk, FC Bayern Spielanalyse, wie ihr immer gerne möchtet. Ja, zum Rückrundenauftakt, wenn wir so wollen, gegen die TSG Hoffenheim. 13:0 gewonnen. Ich denke am Ende des Tages natürlich ein verdienter Sieg. Ich denke, da müssen wir nicht drüber reden. War nicht so ganz so ein einfaches Spiel, denke ich. Erstmal fangen wir vorne an. Auf jeden Fall Gänsehautstimmung wegen Kaiser Franz auf jeden Fall. Da hat man schon ein bisschen die Tränen in den Augen gehabt am Anfang des Spiels. Zumindest war es bei mir so. Ja, dann so die erste Viertelstunde. Wir haben viel versucht, haben aber nicht wirklich so den Dreh gehabt. Was gut war, das Gegenpressing. Ja, wir waren immer direkt bei Ballverlust, den wir vorne hatten, waren immer mit zwei, drei Mann da. Auch wenn wir den ersten Ball dann nicht gekriegt haben, spätestens wenn der Ball nochmal weitergespielt wurde von Hoffenheim, haben wir ihn in der Regel schon wieder zurückerobert. Das war richtig stark. Das war ersten 33 Minuten lang richtig stark. In der 18. natürlich das Tor durch eine Einzelaktion nach einer kurzen Ecke. Ansonsten haben wir uns keinerlei Chancen erspielt. Das war auch der einzige Torschuss in der ersten Halbzeit. Ja, wir haben ansehnlich gespielt bis an den 16er und dann war Ende. Dann haben wir mal wieder keinerlei Idee gehabt, wobei man sagen muss, ja, Hoffenheim stand aber auch extrem tief hinten drinne. Was man der Mannschaft vielleicht ankreiden kann in der ersten Halbzeit, ist, dass wir einen und denselben Stiefel durchgespielt haben. 35 Minuten lang einen und denselben Kackstiefel durchgespielt, wie doof immer durch die Mitte angerannt. Anstatt doch einfach mal über Außen zu gehen, mal bis zur Grundlinie zu gehen und da mal versuchen, eine Flanke reinzuschlagen. Ja. Oder generell mal versuchen, über Außen das Spiel zu machen. Oder mal eine Seite überlagern, schnellen Seitenwechsel, das ist uns komplett abgegangen. Deswegen sah es wieder so aus, wie es immer aussieht, wenn der Gegner tief steht. Am Ende des Tages haben wir das Tor durch eine Einzelaktion gemacht. Ja, und wenn Hoffenheim dann weiter hinten drin steht, Alter, dann lass sie da stehen. Ja. Wenn wir keinerlei Ideen haben, dann halt den Ball in den eigenen Reihen, das, was wir getan haben. War völlig legitim, wir haben trotzdem noch das Gegenpressing gemacht, so 30, 35 Minuten lang, das war echt gut. Das hat mir gut gefallen. Danach haben wir, ja, ein bisschen nachgelassen. Hoffenheim kam ein bisschen besser auf, beziehungsweise hat sich auch ein bisschen mehr zugetraut, die letzten 10 Minuten erste Halbzeit. Aber auch davor haben sie natürlich schon immer 1, 2 gute Konteraktionen gehabt, die sie dann auch nicht ganz zu Ende gespielt haben. Zum Glück für uns, muss man sagen. Zweite Halbzeit war es dann ein sehr unterhaltsames Spiel. Also erste Halbzeit war relativ langweilig, wenn wir ehrlich sind. Ja. Nach dem Tor, ja, Hoffenheim stand weiter hinten drin. Wir haben weiter versucht, durch die Mitte zu spielen, haben keinerlei Ideen gehabt. So, die letzten 10 Minuten war es dann nochmal ein bisschen interessanter. Zweite Halbzeit war dann wirklich gut. Lag natürlich daran, dass Hoffenheim nicht mehr so tief hinten drin stand. Ja. Haben sich mehr zugetraut. Da hat auch Manu zweimal gut gehalten. Wenn man sich genauer anguckt, wurde er auch ein bisschen angeschossen, hat ein bisschen Glück gehabt, aber natürlich musst du da sein, wo er war. Dann der Lattentreffer natürlich, aber vorher haben wir auch schon einen Pfostenschuss von Musiala gehabt. Aber zweite Halbzeit war dann ein bisschen offeneres Spiel, weil Hoffenheim einfach auch ein bisschen rausgerückt ist und ein bisschen sich was zugetraut hat, ein bisschen was versucht hat. Und schon hat man gesehen, wenn wir ein bisschen Raum haben, wenn es nur ein bisschen ist, können wir damit was anfangen und haben uns einige Torchancen erspielt. Ja, Abschlussschwäche hatten wir teilweise ein bisschen, aber Musiala hat es ja dann nochmal rausgerissen mit dem zweiten Tor und dann Harry Kane und das dritte nochmal nachgelegt. Wobei er vorher schon, ja gut, die Chancen, die er hatte in der zweiten Halbzeit, waren auch nicht wirklich Chancen. Ja, das waren Schüsse, ja, die waren gut, aber das war jetzt nicht irgendwie, wo man sagte, oh, das war jetzt aber eine klare Torchance. Von daher am Ende ein verdienter Sieg. Wenn wir das Negative sehen wollen aus der zweiten Halbzeit, was ich persönlich jetzt mir eigentlich mal schenken würde, aber ich erwähne es trotzdem, weil ich ja weiß, dass hier auch einige kritische Bayern-Fans sind. Natürlich haben wir Glück gehabt in dieser Phase, ja, wo Manu die beiden Dinger gehalten hat, wo der Bayer dann noch vor die Latte geschossen hat. Wäre da irgendwie ein abgebrühterer Stürmer bei Hoffenheim gewesen,
hätte das Ding auch da kippen können. Ja, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber wir haben die Phase mit ein bisschen Glück und Können überstanden und haben selber uns aber natürlich auch Chancen erspielt, ja. Und gerade wenn wir jetzt gleich mal einen Blick auf die Statistiken werfen, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir sehr, sehr viele Torschüsse gehabt und das war schon echt okay. Ähm, Ich denke, man muss auch ein bisschen bedenken, dass das Ganze unter dem Stern von Franz Beckenbauer stand. Ich denke, das wird zumindest an dem einen oder anderen Spieler nicht spurlos vorbeigegangen sein. Ja, klar sind das alles Profis und klar fokussieren die sich aufs Spiel und so weiter. Nichtsdestotrotz, man hat es ja auch so ein bisschen an der Stimmung im Stadion gemerkt. Und das wird auch noch ein bisschen so bleiben, denke ich. Was auch völlig gut so ist. Und Fazit zum Spiel. Erste Halbzeit relativ langweilig, zweite Halbzeit ein bisschen offeneres Spiel, unterhaltsameres Spiel. Verdienter 13-0-Sieg, ja, hätte auch 3-1 ausgehen können, hätte aber auch 4-1, hätte auch am Ende auch 4-2 oder 5-2 ausgehen können, wenn man die ganzen Chancen sieht. Also von daher für mich persönlich alles gut für so ein erstes Spiel nach der Rückrunde, auch wenn man gesehen hat, wie die Einstellung gegen Basel war das heute ein Stepper. Was Tuchel angesagt hat auf der Pressekonferenz, hat man nicht ganz so gesehen. Wenn wir das jetzt mal gut interpretieren wollen, beziehen wir das mal auf das Gegenpressing, was wir gespielt haben, die ersten 30 Minuten. Da können wir davon reden, dass wir gallig waren, dass wir heiß waren. Ansonsten hat doch schon so die Bewegung, die Schnelligkeit im Spiel gefehlt. Ja, in der ersten Halbzeit, das muss man ganz klar sagen. Aber das Gegenpressing war echt gut, dass wir schnell die Bälle zurückerobert haben. Das hat mir sehr gut gefallen, erste Halbzeit. Und vielleicht sehen wir das ja in der Zukunft auch mal häufiger. Ne? Ich denke, gerade dann, hat man ja dann auch gesehen, gerade dann hast du halt auch mal eher die Chance, dann was zu kreieren, weil der Gegner vielleicht ein bisschen rausrückt. War bei Hoffenheim jetzt nicht so der Fall. Wie gesagt, die standen sehr tief mit 2 Ketten. Also selbst wenn wir die Bälle da im Gegenpressing schnell erobert haben, waren trotzdem keine Räume da, weil da immer noch 5, 6 Mann standen. Ja. Also, aber es war schön zu sehen, dass wir dahingehend eine Entwicklung haben. Ne? Weil das haben wir Dann haben wir das in der Hinrunde mal gesehen. Ja, und das war wirklich 30, 35 Minuten lang. Das hat mir gut gefallen. Okay, damit werfen wir mal einen Blick in die Statistiken. Aktualisiere den Bums hier nochmal. Ja, 3-0 war, haben wir gesagt, Ballbesitz am Ende 61,3 zu 38,7, Abseits 2-0, Zweikämpfe 51,5 zu 48,5. Schüsse aufs Tor 11,4, Schüsse insgesamt 27,11. Ja, das heißt, wir haben in der zweiten Halbzeit 10 Schüsse aufs Tor gehabt. Ja? In der ersten Halbzeit hatten wir nur einen. Von daher denke ich, ist das, zeigt das einfach ein Bild, dass es eine unterhaltsame zweite Halbzeit war. Ecken 11-2, angekommene Pässe 583 zu 392. Flanken 21-10. I don't know, was da als Flanke gewertet wird. Ja, das muss man auch mal ganz klar sagen. Schüsse insgesamt, Musiala 2, Kane 2, De Ligt 1, Torschussvorlagen, Sané 2, Goretzka 1, gewonnene Zweikämpfe, Upa 7, Davis 6, Leimer 6. Ballkontakte 133 Davis, schon mal ein kleiner Fingerzeig für die Spielerbewertung gleich. Kimmich 103, De Ligt 88. Gefoult worden, wie immer, schenken wir uns. Ja, und damit kommen wir auch schon zur Benotung der Spieler. Na? Gehen wir rein. Manuel Neuer. Ja, Manuel Neuer will ich heute eine 2 geben. Hat 65 Minuten relativ wenig zu tun gehabt, auch wenn ein paar Konteraktionen dabei waren, aber Hoffenheim konnte die nicht zu Ende spielen. Hat dann zweimal sehr gut pariert. Wie gesagt, auch wenn es auch mit ein bisschen Glück war, aber er war da, hat die Reaktion gehabt. Von daher rechnen wir ihn das auf jeden Fall an. Ja, und ansonsten hat noch das Ding von Müller vorbereitet, ja, mit dem Pass, war, glaube ich, erste Halbzeit noch, wo Müller das versemmelt hat. War eine bärenstarke Aktion vom Neuer und auch sonst war er super sicher. Also bei einer guten 2. Conny Leimer sehe ich bei einer 3-. Das war nicht wirklich gut. Ja, deswegen ja auch kein Gut.
Ja, er hat geackert, gerackert, deswegen auch eine 3 minus, ansonsten wäre es sogar nur eine 4 gewesen. Aber hat ganz, ganz wenig Impact aufs Spiel gefühlt. Ja, hatte dann noch eine Szene in der zweiten Halbzeit da mit so einem Torschuss, den er auch noch hätte querlegen und nach hinten legen können, was besser gewesen wäre. Aber ansonsten, er ist einfach kein rechter Verteidiger. Tut mir leid. Also auch die wenigen Szenen, wo Hoffenheim dann den Konter gefahren hat über links, ja, schwach einfach, Conny. Cooper sehe ich bei einer klaren 2, auch wenn er weniger Ballkontakte wie die Ligt hatte. Auch Opa hat einen Bock geschossen, den er selber ausgebügelt hat. Die Ligt hat einen Bock geschossen, den katastrophalen Fehlpass. Opa für mich heute der stärkere Innenverteidiger oder der auffälligere Innenverteidiger, nennen wir es mal so. Hat sich auch ein bisschen mehr in die Offensive mit eingeschaltet, hat auch ein, zwei gute Bälle gespielt. Von daher Opa für mich heute eine 2. Die Ligt sehe ich bei einer 3. Habe ich gerade schon gesagt, ganz souveräne Vorstellung, ja, aber so ein Fehlpass da gehabt, wieder in so einer, ich glaube, das war noch sogar noch vor dieser Hoffenheim-Drangphase. Ja, brauchen wir nicht, ja. Also können wir darauf verzichten. Von daher für mich eine 3. Davis war heute gut. Ja, war, glaube ich, das beste Spiel, was ich diese Saison gesehen habe von Fonzie Davis. Ja, defensiv war er nicht wirklich gefordert. Wenn er defensiv gefordert war, konnte er das durch seine Schnelligkeit ablaufen, gerade erste Halbzeit. Aber war schon mit, wir haben es ja auch in den Ballkontakten gesehen, war der Mann, der ja die meisten Ballkontakte hatte und ja viel angetrieben hat über die Seite. Ja, immer wieder in die Mitte gezogen ist, aber auch mal versucht hat, außen was zu machen. Hat nicht diese Leichtsinnsbälle heute gehabt, zumindest nicht so viele. Ja, hat einen sicheren Ball gespielt, einen sicheren Pass gespielt. Ja, natürlich jetzt nicht bei so vielen Ballkontakten als Dinker-Verteidiger jetzt auch nicht alle Pässe immer überragend oder sowas. Hat für mich eine ordentliche Partie gemacht, sehe ich bei einer Note 2. Thomas Müller sehe ich bei einer 3 minus. Ja, Müller war der unauffälligste von den 4 Offensiven. Hat dann die Riesenchance gehabt. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Dafür hat er gedacht, er ist im Abseits, hat's abgebrochen. Es sah irgendwie ganz wild aus. Hätte das Tor da machen müssen, ja, wo diese Vorlage von Neuer da war. Er hat sonst ein, zwei Aktionen gehabt, aber für den Standard von Thomas Müller erwarte ich da persönlich ein bisschen mehr. Von daher für mich eine 3 minus. Guerrero sehe ich auch bei einer 3 minus. Erste Halbzeit, gar kein Einfluss aufs Spiel. Ähnlich, wie wir es schon oft gesehen haben, gegen so einen tiefstehenden Gegner. Wenn auch ein Goretzka dann so weit vorne hingestellt wird, so auf so eine Halbposition vom Tuchel, hatte gar keinen Einfluss aufs Spiel. Null. Ja, absolut null. Hat sich dann zwischendurch mal fallen lassen, aber war dann immer wieder da vorne rumgestanden. Ja, hat dann mal 1, 2, 3 Ballkontakte gehabt, aber hatte null Einfluss auf das Spiel. Das war zweite Halbzeit dann um einiges besser, weil er ein bisschen mehr aus der Tiefe kam. Da hat er ein bisschen mehr Anteil am Spiel gehabt, aber im Großen und Ganzen, ja, na klar, er hatte ein paar gute Kombinationen auch da vorne, wenn es mal One-Touch-Fußball, ja, das ist sowas, wo er ein paar Sachen eingeleitet hat. Aber auch da erwarte ich einfach ein bisschen mehr. Aber möchte ich gar nicht unbedingt ihn ankreiden, mag vielleicht einfach auch der Taktik geschuldet sein, dass er so weit vorne da rumstand. Beziehungsweise dass Hoffenheimer auch einfach so tief stand. Das waren ja wieder Zeiten wie zu Julian Nagelsmann. Wir standen ja teilweise mit 10 Meter in der gegnerischen Hälfte mit unseren Innenverteidigern. 10, 15 Meter erste Halbzeit. Das war ja wild. Kimmich ist für mich ganz schwer zu beurteilen in diesem Spiel. War super unauffällig. Ne? Super unauffällig. Ja, zweite Halbzeit war er ein bisschen auffälliger. Hat er wieder ein paar seine Chipbälle gespielt. Durfte dann auch mal zu einer Ecke laufen, wo er rechter Verteidiger war. Fand es gut, dass er nicht die Ecken gemacht hat, wenn er defensiver Mittelfeldspieler ist. Hat heute, glaube ich, eher die 6 gespielt wie dieses, ja, ich bin überall. Ja? Na klar, war, wie gesagt, Hoffenheim sehr tief gestanden. Erste Halbzeit allein, da waren Kimmich schon 20 Meter in der gegnerischen Hälfte. Aber unsere Innenverteidiger waren 5 Meter dahinter. Also alles gut, ne? Kimmich hat eine souveräne Partie gespielt, würde ich sagen. Ich würde ihn bei einer Note 3 sehen. Wie gesagt, ich habe ihn selten so unauffällig gesehen und das werte ich mal positiv. Das heißt für mich, dass er mal mehr die Sechserposition interpretiert hat und gehalten hat. Ja.
Am besten hat er mir dann auf die letzte Viertelstunde auf der Rechtsverteidigerposition gefallen. Klipp und klar, ja. Hat dann auch sofort die einzig gefährliche Flanke, die wir heute gesehen haben, auf dem Heavy reingespielt. Wenn es nach mir geht, Kimmich Rechtsverteidiger, Pavlovic 6, ja. Auf der Sechser-Posi oder auch ein Goretzka auf die Sechser-Posi, wie auch immer. Und wenn Conny Leimer, dann auf die Achter-Posi. Aber nach mir geht's halt nicht, ne? Also Kimmich sehe ich bei einer 3. Ist auch ein bisschen schwer zu beurteilen, wo Hoffenheim die Drangphase hat, weil jetzt Kimmich auch nicht so super präsent, aber hat auch einmal außen ausgeholfen und so. Ja, ich sehe ihn bei einer 3. Sané sehe ich auch bei einer 3 aufgrund seiner beiden Torvorlagen. Ansonsten war er heute sehr blass, sehr wenig im Spiel eingebunden, hat aber nicht diese negative Körpersprache gehabt wie sonst immer, ja. Ja, und wenn du mal nicht eine gute Form hast, aber 2 Tore vorbereitest, ist doch alles tutti, ja, ist doch alles gut. Also von daher für mich eine 3. Musiala heute Note 1 für mich. Ja, eine 1 minus können wir sagen, hat ein, zwei Mal viel, war er wieder sehr eigensinnig, aber was sollte er auch machen? Ja, gerade erste Halbzeit haben wir das gesehen, er steht an der 16-Meter-Linie und um ihn rumstehen 6 Hoffenheimer, Alter, und er wird da angespielt. Da ist nichts mit mal nach rechts oder links den Ball legen, die stehen alle zu. Ja, was willst du da machen? Wa? Er hat viel versucht, hat dann auch das Tor gemacht, hat das zweite Tor gemacht, was er auch super mit herausgelegt hat, den Ball. Und von daher war er auch vorne mit Harry Kane der auffälligste. Ja, also wenn es gefährlich wurde, dann durch Musiala oder durch Harry Kane. So, das waren die beiden, die da vorne aktiv waren. Ne? Von daher für mich Musiala heute eine 1 minus. Harry Kane sehe ich heute bei einer 2. Warum nur bei einer 2? Weil wir mittlerweile schon so einen Standard bei Harry Kane haben. Ja, und den Kopfball mit der Flanke von Kimmich, die ich gerade schon angesprochen habe, kann man mal machen. Ne? Die anderen Dinger würde ich ihm gar keinen Vorwurf machen. Das waren Halbchancen, die er noch sehr gefährlich gemacht hat. Hat das Tor dann noch gemacht. Ja. Was mir imponiert hat, gerade in diesen 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo Hoffenheim schon stark war er auch am eigenen 16 Meter und hat da wieder mit ausgeholfen und auch gut ausgeholfen. Nicht so unbeholfen wie so manch anderer Stürmer, der dann da nur dumm rumsteht und das eher schlimmer macht wie besser. Das hat mir sehr gut gefallen und von daher für mich Harry Kane heute eine 2. Auswechselspieler. Ja, ist natürlich schwer, da können wir nicht viel benoten bei den wenigen Spielminuten. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich mir den Müller- und Sané-Wechsel 10 Minuten eher gewünscht. Aber ich fand's gut, dass dann diese Wechsel kam nach dem 2-0, ja, und das umgehend. Also das fand ich gut. King war leider wie die letzten Spiele, ja, hat ein bisschen was versucht, hat wieder nicht einmal ein 1 gegen 1 genommen, hat es immer wieder abgebrochen. Matthias Tell war wieder sehr, sehr auffällig. Ja, hat ein bisschen Schwung reingebracht, hat leider ein bisschen wenig Bälle bekommen, aber wenn, hat er natürlich viel versucht. Das war okay. Leon Goretzka hat das Tor vorbereitet von Harry Kane. Ne? War direkt auch da, war drin, war im Spiel, alles gut. Pavlovic genauso. Pavlovic war gleich super auffällig. Ja? Hat gleich das Spiel an sich gerissen. Hat versucht, die Spieler einzusetzen und dann auch mit Kimmich auf der rechten Seite. Hat mir um Weiten besser gefallen wie vorher mit Leimer auf der rechten Seite und Kimmich auf der 6. Choupo-Moting war wieder Totalausfall. Ja, gut, er hat nur 5 Minuten gehabt, aber die 2 Bälle, die er kriegt, hat er wieder beide verstolpert. Was soll man da erwarten? Ich denke, dafür, dass das erste Spiel ist, auch wenn es nur eine kurze Pause war, es war eine Pause. Und dafür können wir eigentlich mal zufrieden sein, ne? Müssen nicht immer alles so kritisch sehen. Wir haben 3-0 gewonnen, so wir haben 3 Hütten gemacht. Wie gesagt, für mich persönlich, zweite Halbzeit war super unterhaltsam. Natürlich haben wir da Schwächen gezeigt. Wir haben 3 Riesendinger zugelassen für Hoffenheim, da müssen wir nicht drüber reden. Haben aber auch selber 6, 7, 8, 9, 10 Chancen erspielt. So, das darf man halt auch nicht vergessen. Und ich gucke mir dann lieber so eine Halbzeit an, als wie die erste Halbzeit, die super langweilig war. Ja, wo
wir keinerlei Torchancen erspielt haben, wo Hoffenheim super tief hinten drin stand. Nochmal, das will ich gar nicht uns ankreiden, dass wir keine Torchancen erspielt haben. Gerade erst recht nach dem 1:0, ne? Wenn die da meinen, die müssen da weiter da hinten drum rumstehen und ja, dann ist das so, Alter. Ganz ehrlich. Und dafür haben wir es noch echt gut gemacht, gerade mit dem Gegenpressing, habe ich schon erzählt gehabt. Für mich ein Schritt in die richtige Richtung. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass ein Kimmich dauerhaft auf rechts geht. Ich glaube, dann hätten wir heute auch noch mal ein bisschen mehr Variabilität, gerade erste Halbzeit gehabt, weil diese Flanken haben schon gefehlt, auch wenn wir angeblich 21 Flanken geschlagen haben. Ja, ich erinnere mich da an Müller-Bogenlampen, 2 Stück, an was war das, De Ligt oder was, Leimer, einmal quer über den Platz und so eine Geschichten. Aber eine wirklich gute Flanke war die einzigste von Kimmich. Ja, das muss man mal so klar sagen. Ja, das ist meine Meinung zum Spiel. Ich bin sehr gespannt, wie eure Meinung ist. Wie gesagt, ich bin zufrieden für so ein Auftaktspiel, gerade auch unter diesen Umständen mit dem Kaiser. Da weiß man nie, wie weit das den einen oder anderen Spieler schon irgendwo belastet oder nicht belastet. Ja, und wir haben noch 2 weitere Heimspiele und da müssen wir an die Leistung anknüpfen. Ja, die erste Halbzeit, die ersten 30 Minuten, die Leistung im Gegenpressing mitnehmen, dann aber das Spiel auch schneller machen, als wir es da getan haben. Ja, da können wir vielleicht einen Kimmich wieder ein bisschen Vorwürfe machen, der da vielleicht ein bisschen, aber ein Guerrero genauso, der einfach vorne nur dumm rumstand, ja, gar nicht im Spiel eingebunden war. Also nächstes Spiel, jetzt fahren wir erstmal ins Trainingslager eine Woche oder 5 Tage oder was. Das nächste Spiel ist dann Bremen. Ja, da müssen wir nicht drum rumreden, da musst du gewinnen. Dann hast du das Nachholspiel gegen Union, das musst du auch gewinnen, auch wenn Union sehr wahrscheinlich ein bisschen besser in die Rückrunde starten wird, wie in der Hinrunde war. Dann spielst du in Augsburg, das ist nie leicht, aber ja, wir müssen gewinnen, dann zu Hause gegen Gladbach und dann spielen wir gegen Leverkusen. Und dann können wir mal gucken, wie die Lage aussieht. Aber ich denke, das Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Nochmal, es ist aber auch super schwer, wenn ein Gegner wirklich so tief steht, wie es Hoffenheim getan hat. Was da ein bisschen gefehlt hat, manchmal, um das vielleicht nochmal zu sagen, in der ersten Halbzeit der Schuss aus der zweiten Reihe. Ja. Da hat sich nur mal Opa einmal ein Herz genommen, weil er mal eine kleine Lücke hatte. Aber da musst du einfach mehr schießen. Ja, das auch mal. Harry Kane wollte auch einmal, 2 Mal versuchen, hat dann trotzdem nochmal da reingespielt in die Gasse, wo dann 5 Hoffenheimer da stehen. Das macht keinen Sinn. Ja, das können wir vielleicht noch kritisieren. Aber wir müssen nicht immer kritisieren, wenn das Auftaktspiel 3:0 gewonnen, verdient gewonnen. Ja, klar, ich denke, ist auch für den Tuchel gut, ne? Wir haben 3:0 gewonnen, wir haben gute Chancen herausgespielt, aber es gibt auch eine Menge, wo man einhaken kann, was man noch kritisieren kann. Aber wir haben auch Fortschritte gesehen, gerade im Gegenpressing, definitiv. Und wie gesagt, wenn Tuchel jetzt vielleicht noch die Eier findet und einen Kimmich nach rechts stellt und Pavlovic als Sechser integriert, wenn kein Sechser verpflichtet wird, ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Bleibt gesund. Tschüssi.